So, hallo, heute grüße ich euch aus Ottmarsheim. Hier am Backhäusle öffnen die Landfrauen ihr Fenster auf den Advent. Hallo, wir von den Landfrauen begrüßen euch ganz, ganz herzlich heute zum lebendigen Adventskalender. Wir dürfen heute am 6.12., das ist der Nikolaustag, unsere Türe zum Backhaus für euch öffnen. Wir haben uns dazu Besuch eingeladen. Kommt und schaut hin. Wir erzählen euch heute das Treffen der Nikoläuse von Bernhard Schön. Am 6. Dezember morgens trafen sich in einem Waldstück hoch über dem Rhein 4 Männer. Sie hätten unterschiedlicher nicht sein können. Der erste trug eine rot-golden gestreifte Badehose und eine Sonnenbrille. Über die Schultern hatte er einen dünnen roten Umhang geworfen. Darunter konnte man seinen dicken Bauch sehen, der sich wie eine Kugel über dem Hosenbund wölbte. Der zweite steckte in einem prachtvollen Gewand mit kostbaren Stickereien. In der Hand hielt er einen oben gekrümmten Stab, auf dem Kopf trug er eine Bischofsmütze. Der dritte, ein grimmig aussehender Kerl in einer zotteligen Jacke, hielt einen Schimmel am Zügel. Er war der Gehilfe des prachtvoll gekleideten Mannes. Der vierte hatte mit Pelz gefütterte Stiefel an den Füßen, einen dicken, knöchellangen roten Mantel an und die Kapuze, ebenfalls mit Pelz gefüttert, bis über die Stirn gezogen. In der einen Hand hielt er einen schweren Jutesack, in der anderen eine Rute aus Haselnusszweigen. Sein Gesicht konnte man unter dem dichten Vollbart fast nicht erkennen. Mussten wir uns unbedingt so treffen? Polterte Santa Claus aus Australien los, denn um niemand anderen handelte es sich bei dem leicht bekleideten Dicken. Man hörte deutlich, wie er mit den Zähnen klapperte. Es ist zwar schön mit dem Schnee unter den Füßen, aber es ist so kalt für mich. Wir in Europa feiern meinen Namenstag schon ein paar 100 Jahre länger als ihr da unten. Wie sind Bischof Santa Claus aus den Niederlanden, der mit den prächtigen Kleidern, zurecht. Und dazu gehören Kälte und Schnee. Im Übrigen finde ich, dass die Winter in den letzten Jahren viel zu warm geworden sind. Früher konnten meine Helfer, der smarte Piet, mit Schlittschuhen fahren und die Geschenke verteilen. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Ich habe ihm Wasserski besorgen müssen, weil das Wasser in den Kanälen nicht mehr friert. Sein schweigsamer Gehilfe nickte bekräftigend. Der warm angezogene deutsche Nikolaus brummelte ärgerlich in seinen Bart. Die Kinder haben sich auch verändert. Früher waren sie zufrieden mit Äpfeln und Nüssen. Heute kann ich meinen Sack kaum ertragen, weil er immer schwerer wird von all den Süßigkeiten und anderen Geschenken. Lasst uns zum Zweck unseres Treffens kommen. Der Australier drängte zur Eile, offensichtlich weil er erbärmlich fror. Ich hatte euch geschrieben, dass ich mich in letzter Zeit oft langweile und gerne mal etwas anderes erleben würde. Da kam Santa Claus auf die Idee, dass wir unsere Einsatzorte tauschen. Nun müssen wir uns nur noch einigen, wer heute Abend wo die Bescherung macht, fasste Sinterklaas zusammen und fuhr fort. Ich schlage vor, dass ich dieses Jahr die deutschen Kinder besuche. Der zwarte Piet und ich möchten endlich einmal richtige Berge sehen. Und die vielen Geschenke sind wir aus Holland gewohnt, weil die ja bei uns vor allem zu Nikolaus gemacht werden. Und ich gehe nach Australien, weil ich mein bisschen Wärme für meine Knochen brauche, rief der deutsche Nikolaus begeistert. Da müsste ich mir nur noch Sonnencreme und eine Badehose einpacken. Die anderen grinsten, denn es war ihnen klar, dass die rot-goldene Badehose von Santa Claus dem alten Mann nicht passen würde. Genau, das machen wir. Ich fahre mit dem Wasserski zu deinen holländischen Kindern. Das mache ich in meiner Freizeit auch. Aber du gibst mir bitte deine warmen Winterjacken. Sonst friert's mich so, weißt du. So kam es, dass die australischen Kinder in diesem Jahr mit Lebkuchen und Nüssen, die holländischen ganz ungewohnt mit Marshmallows aus Australien beschenkt wurden und die deutschen Kinder einen Nikolaus erlebten, der sehr vornehm gekleidet war und auf einem Schimmel zu ihnen geritten kam. Nun habt ihr unsere Geschichte gesehen. Vielen Dank an alle Mitwirkenden. Wir haben unser Adventsfenster am Montag, der 6.12. von 18.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Wir freuen uns über viele Spaziergänger. Wir haben auch eine kleine Nikolaus-Überraschung für euch. Wir Landfrauen wünschen euch jetzt eine ruhige und besinnliche Adventszeit, eine gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr.
Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.